Onse Jeschicht, uitgestudeerd en opgesteld van George Rempel van Winkler, Manitoba. Dat handelt sich hier om onze Oklahoma Geschichte, hauptsächlich von woran onze Väter mal nach Mexiko angesiedelt, wo sie da angefangen haben. Und nu ist es dort, wo sie anfangen Pläne zu machen, war er nach Kanada zu kommen oder nach Paraguay zu tragen, durchwehen, weil sie Schulenprobleme haben in Mexiko. Dat is de Brigaradio CHPD, de plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hen Rampel en ik wens je een goede ontvang. Onse Jeschicht. Dit moet vertellen we nog wat meer van de Mennoniten ihrem Arbeiten an de Cardenas Regierung in Mexico City en van den Plänen an naar Paraguay uit te wandelen. Einer von den sprak dass de Regierung im September 1934 naar de Chihuahua Mennonitenkolonien geschickt hat, te onderzoeken of de Mennoniten bloß wegen der Regierung ihre nieuwe Schulgesetzen so anruhig wären und uitwandern wollen, oder auf der vielleicht noch andere Ursachen verlagen. Der hat ein von seinem Bericht in Mexico City gesagt, die mexikanische Regierung soll die Mennoniten eigentlich ihr Land, ihre Gebiete und ihre Wirtschaft aufgeben und danach gewisse Entschädigung zahlen, wenn die das Land verloren mussten. Aber Hugonatos Schrift wieder, das entspricht ist doch wohl ein bisschen mitleidig geworden mit den Mennoniten, als sie dabei anwär, aber du ist ja gar nicht an zu denken, dass die Cardenas Regierung sich dort ankommen lassen wird, den Mennoniten alles aufzugeben. Aber dann schrift Hugonatus bald einen Tag davon, dass die US-Regierung gerade ein neues Arbeitergesetz gemerkt hat, nur wohnt alle Mexikaner, die in der US arbeiten und nicht abrechte Papieren haben, in ihrem Land rausgeschmissen worden sollen. Und dort, schrift Hugonatus, dort kann eine Ursache werden für die mexikanische Regierung, die Mennoniten ihre Gebiete und Land aufgeben zu wollen. Natus sagt, wenn die Dutzende mexikanische Arbeiter wirklich alle sollen aus der US rausgeschmissen worden, dann muss die mexikanische Regierung einen Verbleib für diese rausgeschmissene Lied finden. Und viele von diesen Lied, die al so lange in der US gewohnt haben, und dadurch auch ziemlich verwandt sind, die wollen nicht zufrieden sein damit, wenn die Regierung an jeder 15 Hektar von den Grootgrundeigentümer ihrem Kohlenland geben will, so sie dort mit ihrer armen Lied in Mexiko tät. Diese wollen mehr verlangen. Und vielleicht, sagt Natus, vielleicht, wenn wir schwind eine Abnahme machen, wie viel Land, Gebiete und Gerätschaft die Mennoniten in Mexiko haben, und dann, so schwind aus der US-Regierung die mexikanische Arbeiter anfängt, aus ihrem Land rauszuschmieden, dann die Cardenas-Regierung schwind anbieten, an den Mennoniten ihr Land und Gebiete zu verkaufen. Vielleicht kaufen die dort, wenn wir gut reich sind, und an dort Fuß anbieten, wenn das so weit gekommen ist. Schwind reich zu worden, die mexikanische Regierung die Mennoniten ihr Eigentum anzubieten, versuchen die deutsche Botschafter all Vertreter von der Deutschen Bank zu überreden, dass sie diese Verhandlungen für die Mennoniten mit der mexikanischen Regierung übernehmen sollen, wann dort so wie kommen soll, dass die Cardenas-Regierung darauf angehen wird, die Mennoniten ihr Land und Sachen aufgeben zu wollen. Natus bestellt in einem Schreiben an den Vorsteher, dass sie durch die Schuldenämter und der DARPA schwind eine Abnahme machen lassen sollen, von wie viel Land, Gebiete und Gerätschaft und jeder dort sind und so weiter. Ich erinnere mich noch daran, dass ich so eine Abnahmelisten gesehen habe, aber ich wusste nicht, wozu die wären. Wenn wir Jungs ein bisschen neugierig waren, wozu diese Listen dienen sollen, dann seht Vater einfach bloß so. In Russland und in Kanada haben die Mennoniten auch viele Abnahmen gemerkt, von was die Lied alle haben. Und das stimmt auch. Aber ihr habt uns wohl nicht wirklich kreuz sagen, wozu die Listen dienen sollen,
denn die Kolonisten wären all viel zu anruhig, ohne dass junge Jungs auch noch am Schwung kämen, viel von all dem Klamur zu reden, wo manche Leiter mussten versichern vorrichtet worden. Huguenots Schrift an die Vorsteher, die wollen, wenn das wirklich so wie kommt, dass die US-Regierung Dutzende Mexikaner aus ihrem Land rückschnitt, sehr hastig reizend die mexikanische Regierung die Mennoniten ihre Gebiete, Land und Gerätschaft anzubieten. Das ist aber niemals gekommen. Wir wissen von der, dass von 1934 an immer noch mehr Mexikaner in den US arbeiten, und es steht dort einmal alle rückgeschmissen worden sind. In den 1930er Jahren redet man davon, dass Dutzende Mexikaner angesetzlich in den USA wären. Von der sind dort Millionen. Damals schien zu haben aber wenigstens die deutsche Botschafter in Mexico City gelebt, dass die Amerikaner dort ernst meinten mit ihrem neuen Arbeitergesetz. Alle Mennoniten wollen motten Pässe haben zum Uitwandern, wenn es so wie kommt. Wo kann man schon Pässe kriegen für alle Mennoniten in Mexiko zum Uitwandern, wenn die Schulfreiheiten in Mexiko wirklich nicht mehr sollen auszuarbeiten gehen? Die deutsche Botschafter und die mennonitische Leiter denken auch daran, dass, wenn das wirklich zu einer Uitwanderung nach Paraguay kommen soll, dort dann alle Uitwanderer wollen Mattenpässe haben. Und sie haben all geteilt, dass among der Oldkolonie Mennoniten in Mexiko noch 272 Personen sind, die noch in Russland geboren sind. Und viele von diesen sind allemal als Flüchtlinge von Russland und Kanada abgenommen worden, waren auch viele mal als Kinder. Und sie glauben, dass die kanadische Regierung diese wahrscheinlich nicht noch einmal als Flüchtlinge in ihrem Land abnehmen wird, wenn die Mennoniten sollen zurücktreten wollen nach Kanada. Sie wissen auch, dass wenn die Mennoniten nach Paraguay auswandern würden, dass die 272 in Russland geborene und auch all die 2871 in Mexiko geborene Kinder nicht würden kanadische Pässe merken können. Und die deutsche Botschafter und die mennonitische Leiter planen all ernstlich daran, für diese alle und vielleicht sogar für alle Mennoniten in Mexiko versichern, deutsche Pässe zu kriegen. Sie wissen, dass das schaffen kann, denn die Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc sind all meistgerecht alle deutsche Bürger geworden und haben deutsche Pässe gemerkt. Die deutsche Botschafter schlagen vor, dass sich vielleicht alle Mennoniten in Mexiko einfach dem Deutschtum anschließen sollen und dann auch alle deutsche Pässe merken. Sie kamen mit diesem Plan im November 1934 so weit, dass sie all ein Dokument ausschreiben, wodurch und wo die Mennoniten sich dem Deutschtum anschließen würden. Abraham Dick, Peter Klassen, Johann Peival und Huguenots unterschreiben das Dokument am 30. November 1935 in Mexico City. Und Friedrich Hoffmann, der Leiter von dem Landesverband, unterschreibt sich auf diesem Dokument dafür, dass es angenommen wird. Das Stempel auf dem Dokument lasst so: Volksbund für das Deutschtum im Ausland, VDA, Landesverband Weser-Emma. In diesem Dokument, wodurch die Mennoniten in Mexiko sich dem Deutschtum anschließen wollen, da sagt dort unter anderem kort verfort ungefähr so: Die Herren Abraham Dick, Peter H. Klassen und Johann Peival, die Mennonitenkolonien ihre Vertreter, erklären ab vererst für sich selbst, dass sie nu und in der Zukunft alle Hilfe und Unterstützung annehmen wollen, die Kolonien vom Volksbund für das Deutschtum im Ausland oder von irgendeiner anderen deutschen Stadt im Sonst gegeben worden kann. Diese Prediger sagen zu den deutschen Botschafter in Mexiko, sie wollen, wenn sie zurück nach ihren Siedlungen kommen, dort versuchen so anzuwohnen, dass sie dort anschließen am Deutschtum
en de voordelen daarvan op bruderschaften worden goed erklären en de bruider verzekeren daarvoor te interesseren en dan hopen dat de bruderschaft wordt besluiten kunnen dat aan te nemen dat de Mennoniten zich dem Dienstum aansluiten. Dan hopen zij ook dat de gemeenten Ältestas dat document dan ook onderschreven worden. Jede gemeente, de oud-kolonische gemeenten in Durango, Manitoba-kolonie, en Swift-Current-kolonie en de Sommerfelder gemeente in Chihuahua hebben zo'n document gekregen. Aber scheinbar heeft geen Ältester dat document jemals onderschreven. Johann P. Waal en Peter H. Klassen van Durango, Cornelius Schmidt van Swift-Current en Abraham Dick van de Manitoba-kolonie hadden met de Duitse botschafter Top dat voor zeer neidig aangezien dat de Mennoniten er schoolwezen verbeterd worden moest. En vele andere leiders waren ook zeer dafür en hoopten er schoolwezen verbeteren te kunnen en hoopten al bald met aanvangen te kunnen. Aber de Mennoniten er school verbeteren kwam in Mexico te keinem aanvang. Gegendeel, Isaac M. Dick had als prediger al immer haben wollt, dat älteste Johann Friesen in Mexico mal fertig merken soll, wat de älteste Johann Wieb mal nicht ganz fertig gemerkt hat in Manitoba. En als de Mennoniten weiter volle Schulvrijheid gekregen hadden van Lázaro Cárdenas, en de meeste Lied weiter versuchten mutig te wirtschaften in Mexico, dan fangt de nieuwe älteste Isaac M. Dick op de Manitoba-kolonie aan, daaraan te arbeiten, zoals hij dat nam, dat mal ganz fertig te merken, wat älteste Johann Wieb mal nicht had ganz fertig gemerkt, als hij de gemeente en Manitoba teruggevierd had naar dem oude schoolwezen, wat de Mennoniten gehad hadden, voor Johann Carnicine schoolreform in Rusland. Wat dat meint, mal ganz fertig merken, wat Johann Wieb nicht fertig gemerkt had, dat wir dit. In Rusland hadden alle schoolleiders op de oude kolonie en op de Festlandkolonie al vele jaren niet meer met een verplaatsigten alfabet Jüdisch geleerd in ihre scholen, aber mit einem rechtmäßigen jüdischen Alphabet. En als ältester Johann Wieb mit seiner Gemeinde in Manitoba angekommen war, dann hat er dort auf die erste Bruderschaft mit breiter Taub besloten, im neuen Land weiter zurück zu wohnen und in ihre Schulen weiter mit dem verplaatsigten Alphabet Jüdisch zu unterrichten. Und dort wir noch immer nicht ein Fall fertig gemerkt worden oder durchgeführt worden. De Blumentola en Blumenuurter brukten dat A noch immer bij seinem rechtmäßigen Namen en dat wil Isaac M. Dick abheben. De Mennoniten er Schulwesen wir in Mexiko al waren noch viel schwacher geworden, ook in Blumenuurt en Blumentol. En dat onvoorbereide schoolleiders haben had dat ook in deze bedrijven doorheen gebracht, dat ook Jüdisch het alfabet al waren zo bij langzaam meer verplaatsigd worden weer. Aber de Blumenuurter en Blumentoler namen ook in Mexiko noch einmal den Buchstaben A, wie seinem rechtmäßigen jüdischen Namen, ein A und nicht ein gemerktes A. Und dort wohl Isaac M. Dick, zoals hij dort nannte, mal ganz fertig merken, dat kein Schullehrer mehr mit einem A die jüdische Sprache unterrichten wird. Wo kommt das her, dat bei uns in unserem jüdischen Alphabet die Buchstabe A mit dem Namen A genannt und gebraucht wird? Na, ganz einfach von da, dass unsere Vorfahren in Pressen dem rechtmäßigen A mal den Namen A gegeben haben, zum hunderte jüdische wir Plattdeutschen zu merken. Wir haben uns all einmal gesagt, dass unsere Vorfahren aus ihren Pressen anfangen, jüdische Becher in ihre Schulen zu brücken, das jüdische Alphabet so sehr ausmehrlich verplattdeutschen, de jüdische Wirt so plattdeutschen zu merken als mehrlich. Sie deuten dort, wie sie daran besorgt wären, ihre plattdeutsche Sprache nicht zu verlieren. Und dort muss wir anloben. Denn die plattdeutsche Sprache ist eine sehr reiche und schöne Sprache. Aber dort sie dort dachten, die jüdische Sprache verplattdeutschen zu machen, dort wir anreicht. Keine Gemeinde oder Gruppe von Menschen
haft dat recht eine Sprach anders zu lehren, als der rechtmäßig ist. Und wils dort anreicht ist, eine Sprach so zu verfälschen, kann sich dort auf der Lijn nicht anders uitwerken, als sehr viel Schwierigkeiten mit sich bringen. Vielleicht verstehe ich nicht alle, was ich da krieg mit mein, wenn ich rede von das jüdische Alphabet verplattitschen, zum jüdischen Wort plattitschieren merken. Ich will mal versuchen zu erklären, was es meint. Sehr viele von uns kennen Spanisch oder Mexikanisch und wir weten, wo die Buchstaben im spanischen Alphabet heiten. Und die meisten Buchstaben heiten im jüdischen Alphabet kriegt so, als die im spanischen Alphabet heiten. Und so, wenn wir das auch in Betracht nehmen, dann soll uns dort helfen, um besser verstehen, wo die Buchstaben im jüdischen Alphabet rechtmäßig heiten. Wir haben dort geradste Port von den 26 Buchstaben in unserem jüdischen Alphabet immer bei ihrem plattitschen Namen genannt und gebraucht. Und wenn wir die Mitlüden oder die Stammebuchstaben, so als unsere Fibel die nannt, auf plattitsch nennen und brocken, dort hat auch nicht viel, um die jüdische Wort plattitschieren merken, weil die an und für sich allein Stamm sind. Aber wenn wir die Selbstlüden oder die Lüdebuchstaben, so als unsere Fibel die nannt, die ihren plattitschen Namen nennen und brocken, dann können wir hunderte jüdische Wort plattitschieren merken. Aber wir müssen hier weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir erst, von wo uns jüdische Alphabet mal verplattitscht worden ist, und dann von wo dort dadurch mit der Zeit zu einem Buchstabenkrieg kam in Chihuahua, Mexiko, so als Schullehrer David Harder dort nannt. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.